Destilé, meine Damen und Herren, ich bin Solomon Hamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit und Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Übe Mitgefühl für eine friedliche Welt, seine Heiligkeit der Dalai Lama. China verhaftet 121 Tibeter in Sawinbo. Sigyong Bema Tshering besucht CTSA-Schulen. Tibet-Büro Genf nimmt an der Diskussion über Chinas Einflussnahme in Indien teil. Paris feiert 20. Himalaya-Festival. Tibeter zelebrieren den 61. Jahrestag der tibetischen Demokratie. Seine Heiligkeit der Dalai Lama betonte erneut, wie wichtig es sei, Mitgefühl zu praktizieren, um geistigen Frieden zu erlangen, der zu einer friedlichen Welt führen wird. Während einer zweitägigen Belehrung über Chandragirtis den mittleren Weg betreten, in Verbindung mit dem Autokommentar wurde seine Heiligkeit auf Bitten einer Gruppe asiatischer Buddhisten nach Wegen zur Überwindung von Angstzuständen, Depressionen und Panikattacken gefragt. Daraufhin riet seine Heiligkeit seinen Zuhörern, zu versuchen, die Ursache des Leidens zu identifizieren und Wege zu finden, die Ursache zu beseitigen, anstatt sich deswegen entmutigen zu lassen. 동해기 규제전이 동해 뽕약 털이야 러고레스 어디리샤 진짜 심 shum다나 파약하게 되고 das 모습이 보기 쪼기. Dies ist das 15. Jahr, seit diese besondere Gruppe südasiatischer Buddhisten Belehrungen von seiner Heiligkeit dem Dalai Lama erhalten hat, und es ist das zweite Mal, dass sie Belehrungen online erhalten. Die chinesischen Behörden halten derzeit 121 Tibeter aus Sawinbo im tibetischen Bezirk Silchu fest. Die Tibeter werden beschuldigt, Bilder seiner Heiligkeit des Dalai Lama aufbewahrt und Kontakt zu Exil-Tibetern aufgenommen zu haben. Chinesische Beamte haben am Freitag letzter Woche zusätzlich zu den 113 tibetischen Gefangenen 8 weitere Tibeter aus der Gemeinde Sawinbo verhaftet, die bei 2 früheren Gelegenheiten festgenommen wurden, als die Behörden ihre Häuser gründlich nach Bildern seiner Heiligkeit des Dalai Lama durchsuchten. Den Quellen zufolge wurden bisher nur 4 der Tibeter, ein Mönch, eine Frau und 2 Männer, freigelassen. Die übrigen werden jedoch weiterhin im Bezirk Silchu festgehalten. Sigyong Bema Tshering ist auf einem einwöchigen offiziellen Besuch bei den CTSA-Schulen in Shimla, Hebet-Pur, Mussoorie, Darjeeling und Kalimpong, um sich ein Bild von der aktuellen Situation der 5 verbleibenden CTSA-Schulen zu machen und sich mit den betroffenen Mitarbeitern dieser Schulen auszutauschen, um ihre Perspektive und Vorschläge zu verstehen. Der Sigyong wird mit den indischen Regierungsvertretern über die Verlegung der Schulen in Delhi sprechen und erörtern, wie man effektiv vorankommen kann. Der 34. Gyabje Benri Jisin, spirituelles Oberhaupt der Bön im Kloster Menri, empfing den Sigyong während seines Besuchs in der tibetischen Siedlung Dolanjibon in Solan am Dienstag dieser Woche zu einer Privataudienz. Anschließend besuchte Sigyong Bema Tshering die tibetische Sambodha-Schule in Dolanji und sprach zu den Mitarbeitern und Schülern der Schule. Paris war am Freitag letzter Woche Gastgeber des dreitägigen 20. Himalaya-Festival. An der Eröffnung nahmen Frau Pierre-Marie, die Parlamentsabgeordnete Elisabeth Tutu-Picard, Frau Geneviève Parigot, Stadträtin, und Frau Tutu-Picard, der Repräsentant Dashi Pinso, und der Sekretär Namgyel Samduk vom ortsansässigen Tibet-Büro teil. Dashi Pinso wies auf die jüngste Verhaftung der Tibeter in Sawinbo in Tibet hin, während eines hochrangigen Treffens am runden Tisch. Er betonte weiter, solange der tibetische Geist lebendig sei, werde China weiterhin herausgefordert werden. Das Festival wurde von Maison du Tibet und Tibet-Büro in Paris organisiert. Die tibetische Gemeinschaft in Frankreich unterstützte das Festival in hohen Maßen. Tibeter in aller Welt, darunter Taiwan, London, Canberra, Japan, Südkorea und Frankreich, feierten den 61. Jahrestag der ersten Versammlung der tibetischen Volksvertreter im Exil, bekannt als Tag der tibetischen Demokratie. Anlässlich des tibetischen Demokratietages stellte das Tibet-Büro in Taiwan gemeinsam mit der taiwanesischen Parlamentarischen Gruppe für Tibet ein Buch über den 17-Punkte-Friedensvertrag in chinesischer Sprache vor, in dem die chronologischen Ereignisse und Fakten, die zur Unterzeichnung des Friedensvertrags führten, detailliert beschrieben werden. Das Buch soll die chinesischen Leser über die reine Wahrheit der jahrzehntelangen chinesischen Unterdrückung der Tibeter aufklären und Chinas Lügen über die friedliche Befreiung Tibets entlarven.
Das Buch wird von Gangshun Publication herausgegeben und ist die 43. Ausgabe, die vom Tibet-Büro in Taiwan produziert wird. Mit dem Ziel, das Bewusstsein der in Australien lebenden Tibeter für die Demokratie im Allgemeinen und die tibetische Demokratie im Exil im Besonderen zu schärfen, veranstaltete das Tibet Information Office Canberra in Zusammenarbeit mit der ACT Tibetan Community ein Webinar mit dem Titel Tibetan Democracy. Die Tibeter in Japan und Südkorea feierten ein virtuelles Fest mit einem 15-minütigen Video von Tibet TV über die Entwicklung der tibetischen Demokratie. Am Tag der tibetischen Demokratie wurde auf dem historischen Place de la République in Paris unter der riesigen Statue von Marianne ein provisorischer Altar mit seiner Heiligkeit mit Dalai Lama inmitten hunderter flatternder tibetischer Flaggen errichtet. Die Bürgermeisterin Stadträtin Elisabeth Baptiste versicherte ihre Unterstützung für die tibetische Gemeinschaft im Londoner Stadtbezirk Waltham Forest und brachte ihre Freude und ihr Privileg zum Ausdruck an den Feierlichkeiten zum Tag der tibetischen Demokratie vor dem Rathaus von Waltham Forest teilzunehmen. Der Tag der tibetischen Demokratie wurde in London das 4. Jahr in Folge mit dem Hissen der tibetischen Nationalflagge begangen. Die tibetische Gemeinschaft in Großbritannien feierte am Samstag vergangener Woche in der Old Town Hall Stratford in London ihr 50-jähriges Gründungsjubiläum. Die Gemeinschaft wurde offiziell 1971 von einer Handvoll im Vereinigten Königreich lebenden Tibetern gegründet. Der Anlass wurde mit rund 300 Tibetern und Freunden der tibetischen Gemeinschaft gefeiert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.